Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, also nicht, dass da irgendwie ein falscher Eindruck entsteht, dass die Frauen immer dann kommen, wenn man sie nicht brauchen kann. Das gibt es bei Männern natürlich genauso, ne? Dass die mal kommen, wenn man es nicht brauchen kann. Das will ich an der Stelle schon mal gesagt haben. Da sind Männer und Frauen gleich. Wo sie nicht gleich sind, ist, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, bezüglich ihrer Freundschaften. Bei Männer- und Frauenfreundschaften ist es ja sehr, sehr unterschiedlich, was so den Zusammenhalt der Spezies betrifft, weil vielleicht anhand eines Betrugsfalles einmal kurz erzählt, wenn die Ehefrau ihren Mann betrügt und nachts nicht nach Hause kommt, dann sagt sie zu ihm am nächsten Tag: Schatz, ich habe bei einer guten Freundin übernachtet. Ja, dann glaubt der Ehemann das natürlich nicht und ruft die 10 besten Freundinnen an. Und was passiert? Keine weiß was davon. Na, vollkommen ahnungslos. Genau, so sind Frauenfreundschaften. Männerfreundschaften funktionieren ganz anders. Da ist es so, wenn der Ehemann seine ihr wisst das eh schon, trotzdem erzähle ich's, wenn der Ehemann seine Ehefrau betrügt und am nächsten Tag sagt: Du Spatz, mit dem hochroten Gesicht natürlich, ich habe bei einem guten Freund übernachtet, dann glaubt die Ehefrau das nicht, ruft die 10 besten Freunde an. Was passiert? 8 sagen, er war da. Ja, und 2 sagen, er ist immer noch da. So funktioniert es mit den Männerfreundschaften. Die nächste Nummer ist nochmal eine Eigenkomposition. Dieses Stück heißt Was wäre die Welt wohl ohne Geld? Wir haben da ein paar Ideen gesammelt, was wäre los, wenn einmal irgendwie das Geld vollkommen weg wäre. Und da ist uns einiges eingefallen. Ihr wisst ja, Geld allein ist natürlich nicht alles, ne? Man muss es auch haben.